Am nächsten Morgen ist der Dr. Klaasen in aller Frühe mit dem Geissenpeter und seinen Geissen den Berg aufgewandert. Er hat immer wieder probiert, mit dem Peter zu reden. Aber der hat immer nur ganz knapp geantwortet. Vor der Hütte hat schon das Heidi mit dem Schwändli und dem Bärli gewartet. Der Grossvater hat ihr noch das Mittagessen mitgegeben und los ist es gegangen. Das Heidi und sein Gast haben über Berge, Blumen und Geissen geredet. Die Zeit ist wie im Flug. Auf der Weide ist Heidi gerade an sein Lieblingsplätzchen gesessen und der Dr. Klaasen neben ihm ins Gras. Um sie herum hat die warme Herbstsonne alles in einen goldigen Glanz gehüllt. Ja, Heidi, es könnte sehr schön sein hier. Sag mal, was meinst du? Wenn einer sehr traurig wäre, was müsste er tun, um sich an all dem Schönen zu erfreuen? Wenn man gar nicht mehr weiß, was man machen soll, muss man es dem lieben Gott sagen. Ja, das ist ein guter Gedanke. Aber wenn er nicht hilft? Dann muss man warten. Manchmal sieht man das Gute nicht, weil man noch so traurig ist. Das ist ein schöner Glaube. Du musst ihn festhalten. Das werde ich tun. Der Peter hat das Heidi und der Dr. Klaasen von weitem beobachtet. Das Heidi war tagelang nicht mit ihm auf der Weide und jetzt, was da ist, hat es ihn kaum beachtet. Der Geissenpeter war enttäuscht und verrückt. So, jetzt gibt's zu essen. Mir reicht ein Glas Milch, danke. Und wer kriegt das, wo im Sack ist? Du kannst alles haben, Peter. Was? Alles? Der Geissenpeter hat in den Sack geschaut und Freude gehabt. Ein wunderbares Stück Fleisch hat auf ihn gewartet. Aber er hat zögert. Vorhin noch war er verrückt über den Dr. Klaasen und jetzt hat er ihm sein Mittag geschenkt. Da hat es ihm Peter leid getan, dass er vorhin so unfreundlich war. Der ganze sonnige September ist der Dr. Klaasen in der Schweiz geblieben. Entweder ist er mit dem Grossvater hoch in die Berge gewandert und hat mit ihm über Tiere und Kräuter geredet, oder er ist mit dem Heidi und dem Geissenpeter auf die Weide und hat die wunderbare Luft und die schöne Aussicht genossen. Aber einmal hat er traurig gesagt, dass er jetzt abreisen muss. Das hat dem Grossvater leid getan. Er ist sehr gut ausgekommen mit dem Doktor. Und auch das Heidi war traurig. Beim Abschied hat der Dr. Klaasen im Heidi übers Ohr gestreichelt. Ach, Heidi, wenn ich dich doch nur mit nach Frankfurt nehmen könnte. Ich möchte lieber, dass Sie uns hier besuchen kommen. Ja, das wird das Beste sein. So leb wohl, Heidi.